Im Moment habe ich nichts Besseres für dich. Ein paar Kurzfilme. Im Sommer spielst du Freilichttheater in Berlin. Ich brauche ein paar Drehtage. Ich bemühe mich. Sie wissen schon? Ja, ich hätte gerne einen Salat der Saison und ein Glas Wasser. Bloody Mary. Du solltest unbedingt aufhören zu trinken. Und sei mal etwas freundlicher zu deinen Mitmenschen. Dann bekommst du vielleicht auch wieder ein Engagement. Ich bin die beste Schauspielerin deiner Agentur. Das interessiert aber nicht. Meine Güte. So, der Salat, bitteschön. Dankeschön. Und das Wasser für den Herrn. Ein Bloody bitteschön. Könnten Sie mir die Sekt noch einbringen? Danke. Du solltest wirklich etwas essen. Ich habe keinen Hunger. Wie laufen die Proben? Der Kollege, der den Gustav spielt, ist glücklich, wenn er 2 Sätze stotterfrei rausbringt. Muss ich mehr sagen? Wie heißt das Stück nochmal? Der Salat schmeckt? Ja, wunderbar. Also, das ist der Stand der Dinge. Ich schreibe gerade an einem Drehbuch. Okay? Wenn es fertig ist, möchte ich, dass du es liest. Du weißt, was ich davon halte. Ich möchte nur, dass du es liest. Zur Not mache ich selbst. Du kennst dieses Haifischbecken? Ich scheiß drauf. Gott. Ich gehe mich weiter umsehen. Sehr gerne. Ja? Hast du heute Abend schon was vor? Äh. War es okay für dich? Ja. War toll. Okay, cool. Du meldest dich, oder? Ja. Danke.
Aber es war doch die Abrede, dass wir gesellig leben. Ein Haus machen wollten. Herrgott, ja! Und wie hatte ich mich darauf gefreut? Denk nur, dich als Frau des Hauses zu sehen. Ist das euer In einem Ernst? Wie soll ich denn mit so einem Schwachkopf so ein Stück spielen? Ich gebe mir wirklich Mühe. Du kannst noch nicht mal deinen Scheiß-Text? Das nennst du Mühe geben? Es ist nicht, dass sie keine gute Arbeit leisten würden. Die Zuschauer lieben sie, ja. Es ist auch nicht der Alkohol oder die freche Schnauze und sogar ihre Eskapaden auf den Premierenfeiern könnte ich noch verkraften, aber das, was sie sich jetzt geleistet haben, das geht eindeutig zu weit. Das nennst du Mühe geben? Ich will nicht, dass du so mit mir redest. Ich rede mit dir, wie es mir passt, du respektloses Stück Scheiße. Also das ist echt keine schöne Probenatmosphäre, nicht? Schon mal was von Hochdeutsch gehört? Ich werde mich beim Betriebsrat über Sie beschweren. Wir werden Ihnen fristlos kündigen. Wenn Sie sich einen Anwalt nehmen wollen, nur zu, aber ich versichere Ihnen, damit werden Sie nicht weit kommen. Wir haben bei Ihnen viele Augen zugedrückt, aber jetzt reicht es. Niemand hätte Sie so lange gehalten wie wir. Und wir kommen, wie versprochen, zur deutschen Wahl und beim großen TV-Duell zwischen Angela Merkel und ihrem Herausforderer scheint es Martin Schulz ja nicht gerade gelungen zu sein, das Blatt zu seinen Gunsten zu. Kann ich auch was trinken? Wie stehen denn die Kandidaten aktuell da? Wir können das ganz gut an der sogenannten Direktwahlfrage festmachen. Wir fragen uns regelmäßig Danke. Umfeld der Bundestagswahl. Weiter. In Deutschland den Kanzler, die Kanzlerin direkt wählen können, für wen würden Sie? Ja? Wer ist da? Hallo. Hör mal kurz auf. Warte, ich hole mir kurz was zu schreiben. So, jetzt. 22. Ja, okay. Ja. Danke, dass du angerufen hast. Gute Nacht. Ist was? Ist das alles? Geh weg.
Bitte glauben Sie mir, er ist noch nicht so weit. Wenn er jetzt geht, kann ihn das in Monate zurückwerfen. Er ist mein Bruder. Das weiß ich natürlich. Glauben Sie, ich kann nicht für meinen Bruder sorgen? Doch, das bestreite ich gar nicht, aber hier hat er die bessere Versorgung, die nötige Medizin und wir haben auch genügend Zeit, um uns vollständig um ihn zu kümmern. Ich habe auch Zeit. Ich bitte Sie inständig, lassen Sie noch eine Weile hier. Ich borge ihn mir nur für ein paar Tage aus. Nächste Woche haben Sie ihn wieder. Hier. Dafür muss er 2 am Tag nehmen. Eine abends und eine mittags. Passen Sie gut auf ihn auf. Geht klar. Und? Wie geht's dir? Passen Sie gut auf ihn auf. Hier, die Tabletten sollst du nehmen, hat der Arzt gesagt. Der ist kein Arzt. Was ist denn das? Ich halte nichts von Tabletten. Gib mir eine. Die sind weg. Ich will jetzt eine nehmen. Ich habe sie aus dem Fenster geschmissen. Ist ja gut, ist ja schon gut! Ich hab sie gefunden. Alles wieder gut. Da. Was ist? Verarschst du mich? Kleiner Bastard. Du hast gedacht, ich bin richtig verrückt, oder? Was soll der Scheiß? Ist das alles nur Bullshit oder was? Nein, ich bin wirklich krank. Was hast du denn? Mein Humor jedenfalls nicht verloren. Lass uns zuschütten. Ist das ein... Nein. Klar, das ist doch ein... Nein. Was soll das sonst sein? Das ist eine Mondrakete, ist das. Was ist das da oben? Das ist der Astronaut. Es ist ein Mondraketen-Kapitel. Der Version drückt die Knöpfe auf sein Mondraketen-Armaturenbrett drauf. Quatsch. Ja, und hier da unten sind die Treibwerke mit dem Feuer raus. Verstehst
Verstehst du? Es ist doch eindeutig. Nein, ist es nicht. Willst du gar nicht wissen, warum ich dich abgeholt habe? Nein. Kann nichts Gutes sein. Bestimmt ist jemand gestorben oder so. Soll ich dir sagen? Nein. Du erfährst es ja sowieso. Wir fahren auf die Beerdigung. Okay, sag, wer ist es? Papa! Ich kann das nicht. Hier auch nicht. Darum habe ich dich geholt. Wer ist das? Das ist ein Freund. Ich bin ihr Stricher. Hallo. Würdest du bitte die Klappe halten? Das ist ja ekelhaft. Wieso jetzt? Das würde ich nicht essen, das liegt ja schon seit Wochen. Wir haben letzte Woche diese Frage gestellt, für wen würden Sie sich entscheiden, also vor dem TV-Duell. Krepier doch dran. 90% haben gesagt, ich entscheide mich für Angela Merkel, 26% für Martin.
Wieso hast du keinen Freund? Wieso hast du keine Freundin? Ich habe ihm gesagt, dass er das nicht essen soll. Wie lange nimmst du die Dinger schon? Lange. Geht's dir damit besser? Manchmal ja. Ich habe Angst wegen der Beerdigung. Die ganzen Leute und fragen die mich, wie es mir geht. Und dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Dann werde ich nervös und dann bekomme ich eine Panikattacke. Wir müssen nicht fahren, wenn du nicht willst. Doch. Du hast auch Angst. Komm mal. Schläft der? Ich glaube, der Kuchen hat ihn umgebracht. Oh Gott. Und jetzt? Ganz schön schwer. Hätte ich gar nicht gedacht. So ein dünner Strich. Das war bestimmt der Kuchen. Hier kann er erstmal bleiben. Kann man da aufs Dach? Ja. Richard, warte mal. Wieso machst du so einen Scheiß? Warum haben wir nicht die Polizei gerufen? Wegen dem da. Keine Polizei. Ich kann das jetzt nicht. Ich kümmere mich nach der Beerdigung darum, versprochen. Du hättest mich springen lassen sollen. Schön hier, nicht wahr? Das perfekte Verbrechen. Er hat die Mordwaffe selbst aufgegessen. Das ist wirklich nicht lustig. Was machst du da? Schreib ein Drehbuch. Worum geht's? Was soll das? Ich versuche mir einen anderen Blickwinkel zu verschaffen.
Hast du auch Hunger? Also ich nehme Eierreis. Hä? Eierreis? Was ist denn Eierreis? Du kennst keinen Eierreis? Das ist wie Milchreis. Nur ohne Milch. Aber mit Ei. Und separat. Aha. Und? Schmeckt's dir? Spaghetti Bolognese war Papas Lieblingsgericht. Ja. Ja. Ich esse mit meinem Bruder. Was willst du? Aha. Super. Ich kann mir momentan nichts Schöneres vorstellen. Ja, ja. 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 Ist gut. Anerkennt. Ist alles in Ordnung? Hey! Warte doch! Toll. Was ist los? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe manchmal so Schübe. Es kommt und es geht. Du kannst bei mir bleiben, wenn du willst. Ich bin müde.
Das seid ihr ja. Elfriede, wo sind denn alle? Euer Vater wäre von euch sehr enttäuscht gewesen, nicht zur Beerdigung zu kommen. Was? Wieso, du hast gesagt der 22. Ich habe gesagt der 21. Nein, du hast der 22. gesagt. Mein liebes Kind, beim nächsten Mal solltest du besser zuhören. Und jetzt? Ist jetzt alles schon vorbei, oder wie? Ihr seid zu spät. Er liegt schon unter der Erde. Du blöde Fotze. Du konntest mich noch nie leiden. Du hast mir absichtlich das falsche Datum gesagt. Es tut mir leid. Nicht mehr frische Blumen haben sie mitgebracht. Warte. War unsere Mutter da? Nein, sie wollte nicht kommen. Scheiße. Scheiße. Was willst du? Ich kann jetzt nicht. Ich rufe dich später zurück. Richard. Nee, nicht schon wieder. Richard? Ich komme da jetzt nicht rein. Oh, klar. Immer dasselbe, immer dasselbe. Als große Schwester hängst du immer in der Scheiße mit drin. Wenn ich dich da gleich rausgeholt habe, ne? Dann gibt's richtig Ärger. Brauchst du keine Psychiatrie mehr. Dann brauchst du einen Orthopäden. So eine Scheiße. Was machst du denn da? Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Du weißt nie genau, was du bekommst. Das ist aus Forrest Gump. Hast du nichts Eigenes? Das Leben ist wie ein Teddybär voller Drogen. Zuerst ist da dieses Bärchen. Es ist sehr flauschig. Sieht süß aus. Und du denkst dir, hey, es könnte ganz nett sein, damit zu spielen. Und dann spielst du mit dem Bärchen. Und es macht sogar Spaß. Du spielst und spielst. Und spielst wilder und wilder und wilder. Und auf einmal fällt diesem Bärchen der Kopf ab. Und aus dem Bärchen fallen ganz viele kleine Pillen. Du denkst dir, hey, Drogen. Du denkst kurz nach und dann steckst du dir eine dieser Pillen in den Mund. Schmeckt gar nicht schlecht. Also steckst du dir noch eine dieser Pillen in den Mund. Und noch eine. Und sie schmecken immer besser. Und dann merkst du, irgendwas passiert mit dir. Du fühlst dich richtig gut. Du nimmst noch eine und noch eine. Du fühlst dich immer besser. Und es wird so bunt. Und du fängst an zu tanzen. Du nimmst noch mehr und noch mehr und noch mehr Pillen. Und dann bemerkst du dieses Gefühl. Es verschwimmt. Du fühlst dich gar nicht mehr so gut. Das kann aber nur daran liegen, dass du noch nicht genug Pillen genommen hast.
Also nimmst du noch eine, damit es wieder besser wird. Es wird nicht besser. Es wird schlechter. Das Gefühl verschwimmt. Du nimmst noch eine und noch eine. Du versuchst dich an dieses Gefühl zu erinnern, aber es ist weg. Es kommt nicht mehr wieder zurück. Du liegst am Boden. Du fühlst dich richtig elend. Und dann bemerkst du, dass du alle Pillen aufgegessen hast. Und dann stirbst du. Willst du mich aufmuntern oder umbringen? Ich will zur Mutter. Was? Was? Scheiße. Was wollt ihr denn hier? Wir wollten dich besuchen. Scheiße. Setzt euch. Also, was wollt ihr? Bietest du uns gar nichts zu trinken an? Wer seid ihr? Eva, Richard. Das ist Sophia. Eure Schwester. Hast du nie daran gedacht, uns zu sagen, dass wir eine Schwester haben? Lass mich, ich kann das jetzt nicht. Weißt du eigentlich, was du uns angetan hast? Vor allem Richard. Das ist deine Schuld. Ich bin immer an allem schuld. Bist du auch. Ich bin die böse Mutter. Was bist du nur für ein Mensch? Geh weg, bitte. Wie geht es ihr? Gut. Sollte mir irgendwas zu Ohren kommen, dann hetze ich dir das Jugendamt auf den Hals. Du warst schon immer die Rebellin. Ich bin in der Hoffnung hierher gekommen, dich endlich nochmal in den Arm zu nehmen. Aber es hat sich nichts geändert. Warum bist du hier? Keine Ahnung. Und du? Ich wohne hier.
rufst du mich an. Okay? Okay. Lass uns abhauen. Ich kann das nicht. Was? Bei dir bleiben. Ja, ich weiß. Aber eins will ich noch machen. Also nie auf kein... Ja! Das ist der Stand der Dinge. Ich weiß, es ist nichts Großartiges, aber immerhin. Ich werde weiterhin Augen und Ohren offen. Danke. Für alles. Das heißt, du machst den Job? Ja. Klar. Was ist mit dem Drehbuch? Ist es fertig? Ja. Das geht niemandem was an.
Eva Peters? Ja? Ich bin Kriminaloberkommissar Höger. Das ist mein Kollege Trachtersen. Wir hätten ein paar Fragen bezüglich Ihres Dachbodens. Meines Dachbodens? Ja. Sie waren auf meinem Dachboden. Ja. Und Sie haben da was gefunden. Ja. Und jetzt wollen Sie mir dazu ein paar Fragen stellen. Ganz genau. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of the lark. Walk on through the wind